Maureen, in welchem von diesen 3 Ländern sind Abtreibungen verboten? Tunesien, Russland oder Liechtenstein? Russland? Falsch! Welches von diesen 3 Ländern hat als letztes das Frauenstimmrecht eingeführt? Pakistan, Libyen oder Liechtenstein? Pakistan? Wieder falsch. Aber für das sind wir ja da, meine Damen und Herren, um euch aufzuklären. Bei Kater zum Morgen. Alter, es ist schon krass, dass es im grossen 26 immer noch Monarchen gibt in Europa, die die Macht ausüben können. Ist das wirklich so? Hey, weißt du das nicht? Du bist doch Bündner. Gerade neben uns hat es ja eine. Weißt du, Liechtenstein, das ist doch so ein Viertelkanton. Ja, sicher meine ich das. Amigs frage ich mich schon, ob du an der PH Graubünden oder so studierst. Hey, immer wenn ihr euer Gehirn ausschalten könnt, sind ihr da richtig gut dabei. Aber ich gebe dir noch mal eine Chance. In welchem von diesen 3 Ländern hat es kein Militär? San Marino... Liechtenstein, das ist Liechtenstein. Woher hast du jetzt das gewusst? Woher ich das weiss? Von unserem heutigen Expert am Liechtenstein-Historiker, der Jannik Histoire. Expertencheck mit Jene. Oi. Obacht, Herr. Geht's noch? Ja, entschuldigen Sie. Schön sind Sie da. Ja, vielen Dank für die Einladung. Maureen hat mir gerade vorher erzählt, dass sie mit ihm über die Liechtensteiner Streitkräfte diskutiert hat. Ja, das ist richtig. Okay. Können Sie da mehr darüber erzählen? Ja, sehr gern, sehr gern. Wir gehen zurück ins Jahr 1866. Europa im Chaos. Überall herrscht Krieg. Und das kleine Fürstentum Liechtenstein wird vom Deutschen Bund und Österreich dazu gezwungen, mitzumischen. Also schickt Liechtenstein 80 Soldaten in den Krieg. 80? 80. Das sind etwa so viele Leute wie 8 ab 8 schauen. Und was war die Mission von diesen 80 Liechtenstein? Ja, ihre Aufgabe war, die österreichische Grenze zu Italien auf dem Brennerpass zu bewachen. Was eigentlich so viel heisst wie in den Bergen hocken, Wein trinken und warten, bis etwas passiert. Ja, und ist etwas passiert? Nein. Und da kommt auch der Wendepunkt. Die Armee ist zurückgekehrt. Ohne Verletzte, ohne Verlust und ohne Stress. Aber mit 81 Soldaten. 81? 81. Das sind etwa so viele Leute wie Kater zum Morgen schauen. Jawohl, Sie haben richtig gehört. Sie haben 80 Soldaten geschickt und sind mit 81 zurückgekommen. Das ist die erste Armee weltweit, die in den Krieg gezogen ist und Profit gemacht hat. Aber wer war der 81. Ja, da ist sich die Wissenschaft nicht so ganz einig. Die einen sagen, es sei ein Tessiner der einfach das Wappen verwechselt hat. Und die anderen sagen, es sei ein österreichischer Offizier der sie begleitet hat. Und kurz darüber hat der Fürst das Militär aufgelöst. Siehst du, Wille, habe ich ja gesagt. Ja, danke vielmals, Herr Professor Dr. Jannik Histoire. Ja, sehr gern, immer wieder gern. Ich komme gerne wieder. Vielen Dank. Adieu. Ade. Schon einfach ein Mysterium, das Liechtenstein nicht. Ich habe ja keine Ahnung. Was passiert überhaupt in dem Land? Wer lebt dort? Und was für eine Sprache reden die? Und wie reden die? Und so viele Fragen. Ja, ganz ruhig, Maureen. Es gibt jemanden, der Antworten hat auf all deine Fragen. Nämlich unser internationaler Auslands-Aussenkorrespondent, der Phil Taylor. Eingequetscht zwischen der Schweiz und Österreich liegt ein kleines Land und ein grosses Mysterium. Was ist Liechtenstein? Wie tönt ein Liechtensteiner? Und was halten die Untertanen eigentlich von ihrem Fürst? Kater zum Morgen liefert Antworten. Wie redet überhaupt ein Liechtensteiner? Het was eigenlijk een spontane beslissing om hierheen te gaan. Ja. We skal samarbeide med elevene her. Wie fühlt es sich an, Liechtensteinerin zu sein? Eigentlich ziemlich gut. Also man ist so Teil von einer sehr kleinen Community auf dieser Welt. Für uns ist Tip-Top. Liechtenstein ist Tip-Top. Die Leute sind die Besten hier. Ja. Und darfst du etwas anderes sagen? Anders sagen? Ja, musst du das sagen? Ich bin hier aufgewachsen. Mir muss es gefallen. Also ist das eine Pflicht, dass es einem gefällt? Ja, sicher. Ja, mal. Ich bin froh, dass ich hier leben darf. Wir haben die meiste Industrie, oder? Und alles. Nein, ist alles in Ordnung. Würden Sie sagen, es kommt nicht auf die Größe drauf an, sondern auf die Technik? Also das ist ein bisschen kindisch. Unterland, Oberland, gibt es da Streitigkeiten? Das Oberland ist schöner. Wir sagen ein Ei und sie sagen ein Eier und dass wir das total unlogisch finden. Ich bin stolz Oberländer.
Gibt es aber auch negative Seiten von so einem kleinen Land? Das Letzte, was du siehst, ist das Thema Abtreibung und so, wo ich denke, nein, es soll jeder Frau freigestellt sein. Unsere Töchter dürfen uns nicht darüber informieren. Und nur schon das finde ich ein bisschen sehr extrem. So das Partyleben ist schon ein bisschen am Untergehen, aber sonst ist eigentlich perfekt. They can't be successors, they can have abortions, and like that they were the last country in Europe to get women's voting rights. Wenn du irgendwas machen willst, was du nicht darfst, gehst du in die Schweiz. Ja. Dort kannst du es machen. Legalize ice cream and abortion. Ja, meine Damen und Herren, was ist Liechtenstein? Anscheinend ein Land, wo Frauen nicht über ihren eigenen Körper entscheiden können, wegen einem alten weisen Mann. Ziemlich scheiße also. Zurück ins Studio für Kater zum Morgen, Phil Taylor. Aber Wille, würdest du dich nicht auch wundern, was der Fürst so den ganzen Tag macht? Ja, sicher nimmt mich das Wunder. Aber es ist doch unmöglich, mit dem zu reden. Phil hat erzählt, dass das Schloss vom Fürst sogar abgeschlossen ist, weil der Typ noch da drin wohnt. Viel kann man in die Schuhe blasen. Der Award hier, der öffnet Türen. Nämlich die. Ich habe es geschafft, ein exklusives Interview zu organisieren mit dem einzig Wahren. Johannes Adam Ferdinand Alois, Josef Maria Marco Daviano Pius Fürst von und zu Liechtenstein, Herzog von Troppau und Jägerndorf, Graf zu Riedberg, Regierer des Hauses von und zu Liechtenstein. Also ich bin ein bisschen verdutzt. Das glaube ich dir nicht, Marin. Doch, du kannst sogar live dabei sein. Es geht nämlich jetzt los. Hören Sie mich? Ja, wir hören Sie, aber wir sehen Sie noch nicht. Ist es jetzt besser? Könnten Sie noch ein bisschen weiter weg von der Kamera? Nun gut, beginnen wir. Ja, grüezi, Herr Fürst. Für Sie, Ihre Durchlaucht. Entschuldigung, Ihre Durchlaucht. Wie geht's Ihnen heute? Nun, das Wohlbefinden seiner Durchlaucht entspricht dem Wohlbefinden des Volkes. Wobei die Technik mir heute ein wenig Kummer bereitet. Ihre Durchlaucht, es gibt ein Problem. Nun denn, sprechen Sie. Das Volk hat gerade etwas angenommen. Was denn? Ein Volksentscheid, Klasse, im ÖV. Abgelehnt. Aber es ist angenommen worden. Ja, es ist abgelehnt jetzt. Nun? Tun Sie einfach Volksentscheid ablehnen? Ihre Durchlaucht priorisiert? Also, Sie haben einfach so eine grosse Macht über das Volk. Ist das noch zeitgemäß? Die Helvetier mit ihrem barbarischen Drang zur Mitbestimmung. Ehrlich, fahren wir fort. Könnten Sie auf das bitte noch ein bisschen genauer eingehen? Nun, das Volk benötigt Führung. Und Ihre Durchlaucht ist dann der Hirt? Ihre Durchlaucht ist der Fürst. Sieht sich Ihre Durchlaucht als überlegen gegenüber dem Volk? Nun, Ihre Durchlaucht erkennt den Unterschied zwischen Führung und Verwirrung. Ja, und was heißt das konkret? Nun, konkret bedeutet das, dass Ihre Durchlaucht nun wichtigere Dinge zu erledigen hat. Nämlich das Winken. Lebt wohl. What the fuck? Also, wirklich, what the fuck? Hast du gewusst, bis vor kurzem war Liechtenstein auch als das Las Vegas der Alpen bekannt gewesen. Zwischen 2021 und 2023 hat das kleine Land nämlich ganze 10 Casinos gezählt. Das ist krass. Da ist das Geld sicher nur so aus den Automaten geschossen. Ja, die Spielfreude ist aber nicht mehr so im kleinen Land. Weil seit 2025 gelten nämlich auch Schweizer Spielsperren in Liechtenstein. Und seitdem sind die Zahlen massiv eingebrochen. Jetzt hat es nur noch 4 Casinos. Hä? Also sind die Spielsperren wirklich der Grund, dass niemand mehr auf Liechtenstein Casinos geht? Ich meine, die haben doch dort sicher so voll die schönen Casinos, so goldverziert und so. Ja, ich konnte es auch nicht glauben. Und darum habe ich am Phil Taylor unser ganzes Multimedia Award Preisgeld gegeben, um dort zu investieren. Das ganze Geld? Ja, sicher. Alter Wille, Mann. Das ist dumm. Meine Damen und Herren, so verdoppelt man 500 Stutz.
Marin, es tut mir leid. Ich habe nicht gewusst, dass der Phil so dumm ist. Ja, ich habe es gewusst. Ja. Hast du irgendetwas zum mich aufmuntern oder zum uns aufmuntern? So, zum Beispiel das romanische Wort vom Tag? Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht vorbereitet. Hast du irgendeine Idee? Betrug. Also, Betrug heisst auf Romanisch Cuienada. Cooles Wort. Bis in 2 Wochen.